Botschaften, weg von meiner Familie, weg von meinen Mädchen, weg vom modernen Leben. Ja? Aber was tun für diese Jugend? Auf diese Frage gibt keiner eine schlüssige Antwort. Hier oben in den Bergen sind mehr als 30% der Jugendlichen ohne Arbeit. Die meisten haben keinerlei Anspruch auf irgendwelche staatliche Unterstützung. Mit jeder Lira, die an der Küste investiert wird, vertieft sich die Kluft zwischen der neuen Welt am Meer und der alten in den Bergen. Werbewelt der Medien und Touristenspektakel haben Sogwirkungen auf die Jugend. Entfremden sie den Traditionen des gemeinsamen Lebens und Arbeitens und zerstören so die dörfliche Gemeinschaft. In der Nähe von Budosu, einem 200-Seelendorf im Nordosten der Insel. Die Frauen des Dorfes leiten mit Gebet und Gesang ein Dankesfest ein. In den nächsten 2 Tagen wird hier die ganze Region zu Gast sein. Die alten Männer des Dorfes begleiten die Festvorbereitungen mit dem traditionellen Gesang Su Tenore. Und das ist mehr als nur Gesang. Hier werden alte und neue Geschichten erzählt, wird Spott und Hohn verteilt. Zum Wesen dieses Festes gehört das Dankopfer. Geschmückt mit Eichenlaub und gekennzeichnet mit dem Namen des Spenders werden geschlachtete Rinder zur Begutachtung ausgestellt. Dieses Mal wandern 35 Rinder in die riesigen Kochtöpfe der eigens für diese Feste errichteten Großküche. Man plant großzügig, denn jeder, der kommt, ist eingeladen. Traditionell wie seit 700 Jahren. Ein Gastmahl für 2 Tage. Am Vorabend des Festes bleibt man unter sich. Vorbereitung auf den nächsten Tag, an dem an die 4000 Menschen zu Gast sein werden, eingeladen zu Fleisch, Käse, Brot und Wein. Am nächsten Morgen vor dem großen Festessen. Prozession mit Blasmusik und mit einer uns fremden Eintracht. Kommunistischer Parteisekretär und katholischer Priester als Organisatoren des Festes. Der Vatikan schickt seinen Segen und eine Delegation. Das Haus ist klein, aber das Herz ist groß, sagt ein sardisches Sprichwort. Die Sarden meinen damit die Bescheidenheit und die Armut, die ihr Leben prägen, und Gastfreundschaft und Großzügigkeit. Ein Reichtum, den es als wertvolles Gut mit den Fremden, den Gästen zu teilen gilt. Reichtum auch die Fähigkeit zu feiern, mehrmals im Jahr in jedem Dorf, in jeder Stadt. Nur die großen Feste in Nuoro, Sassari oder Cagliari mit tausenden Touristen als Zuschauer sehen sie als Ausverkauf kultureller Identität. Verächtlich sprechen sie vom Spektakel der Kulturprostitution. Noch scheint diese Welt unberührt zu sein, ungestört die jahrhundertealte Tradition.
Nur mehr Menschen werden es jedes Jahr hier oben und wann die ersten Touristen hier auftauchen werden, weiß ich nicht, sagt der Priester. Und selbstbewusst, aber auch trotzig fügt er hinzu, wir werden sie mit unserer Liebe erdrücken. Der Tourismus hat die Gastfreundschaft zerstört, weil wir erlebt haben, dass die Touristen keine Rücksicht auf diese Gastfreundschaft genommen haben, weil wir erlebt haben, dass sie ihnen völlig egal war, haben wir versucht, auf Distanz zu gehen, sie zu meiden. Eine Entwicklung, die auf dem Lande vielleicht noch nicht ganz so verläuft, an der Küste aber bestimmt. Io credo che il turismo dovunque è passato ha inquinato. Ich glaube, dass der Tourismus überall dort, wo er sich etabliert hat, die Umwelt verseucht hat. Schon damals, als sich die Leute gegen die äußerst umweltzerstörende Petrochemie gewehrt haben, habe ich gesagt, dass der Tourismus die Umwelt nicht weniger beeinträchtigt. Und die Industrie brachte die Arbeiterklasse hervor. Der Tourismus schafft die Klasse der Kellner. Der Tourismus fördert den Verfall der alten Kultur und die politische Korruption. Es entsteht eine dienende, eine servile Haltung, die nicht unserem Charakter entspricht. Der Tourismus muss Rücksicht nehmen auf eine Gesellschaft, die in den Anfängen ihrer Entwicklung steckt. Ein Patentrezept gibt es nicht. Nur die Forderung, auf eine Kultur Rücksicht zu nehmen, die sich hilflos gegenüber dieser letzten Invasion in die Berge zurückzieht. Der Hoffnungsträger Tourismus ist kein Allheilmittel zur Bewältigung der sardischen Krise. Das scheint gewiss. Das Misstrauen der Sarden hier in der Küstenregion mag nicht so tief sitzen wie bei den Sarden im Landesinneren. Bis heute aber hatten alle Eingriffe in Wirtschaft und Kultur der Insel den Charakter von Ausbeutung oder Ausverkauf.